Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Dr. Klöti. Von mir sagt man ja auch, der Dr. Klöti tut den anderen nicht nötig. Kleiner Scherz zum Anfang. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Meinen heutigen Videoblog will ich mit zwei äußerst aktiven, unpointierten Videoblogger-Kollegen teilen. Da ist einmal zugeschaltet aus Berlin der Publizist und Träger von gelben Hosen, der Frank Meyer. Aus Zürich, ebenfalls live mit uns am Bloggen, der Weltwoche-Chefredakteur und Träger von Roten Pulli, der Roger Köppel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Das habe ich schon gesagt. Also, ich erwarte von beiden Videoblog-Kommentatoren ein paar Vorschläge für Themen, die wir heute kompetent kommentieren. Herr Meyer, bitte. Wirtschaftsspionage. Herr Köppel. Die Selbstdemontage der Schweiz. Weitere Vorschläge, bitte. Euro. Langweilig. Die Schweiz durchlebt turbulente, schwierige Zeiten. Plünderung der deutschen Steuerkassen. Meine Herren, das bringt alles nichts. Ich glaube, ich schlage das Thema vor, und zwar eins, das alle können. Die Schweiz in der aktuellen Welt von gestern, heute und morgen im Speziellen, sowohl als auch im Allgemeinen unter kritischer Berücksichtigung des Besonderen. Das ist schon, das erfüllt ja auch fast schon den, sagen wir mal, sagen wir es politisch. Ja, natürlich politisch, was denn sonst? Aber es wäre jetzt doch nützlich, wenn Sie deutlich machen, was Sie sagen wollen. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Wieso denn nicht? Sie verwirren doch sonst immer über eigene These. Das wäre das eigentliche Konzept von solchen Videoblogs. Meine These ist, dass Frau Leuthard die Widersprüche, die Lücken des Konzepts ganz klar erkennt. Das nützt jetzt also auch nichts, wenn da Frau Leuthard das erkennt. Aber was hat denn überhaupt Frau Leuthard mit dem Thema zu? Sie appliziert nur die Gesetze. Ja, natürlich macht sie das. Frau Leuthard ist wieder ein ganz anderes Kapitel. Das kann man durchaus so sehen. Es gäbe aber noch weitere Kapitel, die man hierzu erwähnen könnte, um nur ein Beispiel anzutippen, das wir jetzt nicht mehr vertiefen wollen. Doch, eigentlich sollte man genau das vertiefen. Aber bitte, wenn Sie nicht wollen, dann reden wir halt von dem Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Um was geht's, Herr Meyer? In diesem Steuerabkommen ist vorgesehen, dass erst in einem Jahr etwa, ich glaube es ist der 1. Januar oder noch etwas später des nächsten Jahres, wenn dann das Steuerabkommen gilt, geschaut wird, was die einzelnen Steuerbetrüger, also durch die Banken, auf ihrer Bank haben und dass dann das aufgerechnet wird im Steuerabkommen. Da kommt ja keine Sau draus. Herr Köppel, haben Sie verstanden, was er uns da will erklären? Ist natürlich jetzt alles durcheinander geraten. Man muss jetzt versuchen, sich irgendwie aus der Sache herauszureden. Für das haben wir aber leider weder Zeit noch Lust. Wir sind am Ende von unserem Videoblog. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Woche. Ich wollte sagen, gute Nacht miteinander.